Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr merkt, ist das Video am Donnerstag hochgeladen worden. Das heisst, es ist kein regulärer Vlog, sondern ich habe nämlich ein Paket bekommen. Und was heisst das? Genau, der Silvan packt aus und lädt einen blöden Kommentar um. Und zum Auspacken brauche ich jetzt erstmal das Messer. So, das Messer habe ich keins gefunden, dafür ein Schere und ich würde sagen, öffnen wir das mal. Die Seite haben wir es offen. Wie machen wir jetzt? Ah, da. Ich habe jetzt mal eine Kamera noch da oben platziert. Hallo. Zum, was ihr das ein bisschen besser seht. So, wie machen wir das jetzt auf? Egal. So. Dann ist das offen. Hast du die Zeit verpackt? So. Ah, Paket Nummer 1. 2. Schuss noch irgendetwas drinnen? Nein. Was ist das? So, was haben wir da? Zum ersten Mal ist so ein Stativ, ein Stativ, das kleines. Sicher ultra praktisch, wenn man so ein Cover hinstellen und nicht allzu groß und damit bewegt es an einem Ding. Dann kann man reindrücken, kann man verstellen, rauslassen und hebt. Sehr geil auf jeden Fall, aber um was es eigentlich hauptsächlich geht, ist um das. Wenn ich vielleicht gemerkt habe, ich habe im letzten Vlog die Kamera benutzt und wie der Sound ist, sehen wir jetzt mal schnell. Ich habe jetzt auf die kleine Kamera gewechselt, darum entschuldige die schlechte Audioqualität und Bildqualität, weil die grosse Kamera brauchen wir jetzt für Abo Special 3. Ich hoffe, wie viel Abos hast du erreicht? Und ja, wenn ihr merkt, ist der Sound nicht so optimal und auch das Bild ist nicht das geilste. Darum habe ich mir gedacht, kaufe ich mir eine richtige Kamera. Nämlich ist das G7X Mark I von Canon. Und das ist eine kleinere Kamera, das heisst, ich habe jetzt zum einen meine grosse Canon 70D EOS und jetzt auch noch eine kleine Kamera, wie auch der Rentex TV eine hat, darum ja. Dann, was wir hier in dem Pack drin haben, das sieht man jetzt am besten, wenn man von oben her schaut. Zum einen mal die Bestellliste, uninteressant für euch. Dann eine Bedienungsanleitung in allen Sprachen und dann zum einen, mal die Zeitung schön eingepackt, Kamera mit einem Ladestecker, Ladegerät und 1, 2, 3, 4 Akkus. Das heisst, Akkus sollte man definitiv nicht leer gehen bei dieser Kamera. Im Vergleich zu dieser Kamera, weil der Witz an dieser Sache ist, ist das Aufladegerät nicht mehr. Das heisst, ich habe jetzt die letzten Vlogs immer nur kurz wie möglich filmen, dass möglichst viel Ladung noch übrig bleibt. Und jetzt ist wirklich endgültig Battery down. Darum würde ich sagen, ich lade jetzt mal die eine auf, während ich das Video drehe. In der Hoffnung, ich kann euch nachher etwas zeigen. So, der eine Akku ist jetzt am Laden. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu der Kamera. Ah, und da habe ich noch einen weiteren Akku gefunden. Das heisst, ich habe 5 Akkus und 2 32 GB SD-Karten, die ich auf jeden Fall gut brauchen kann. Das heisst, dann noch eine schöne Verpackung und dann können wir das auch wegstellen. Und jetzt hier haben wir die Kamera mit unklappbarem Bildschirm. Das ist übelst geil, auch zum einfach so hinstellen und so. Ja, und ich nehme jetzt mal an, Akku hat jetzt keinen drin. Genau. Gut. Dann mit Blitz, den man rauslassen kann, finde ich auch richtig geil. Gerade zum Fotos machen ist sie ultra praktisch, oder auch wenn man jetzt auf Reisen geht und ein bisschen kleinere und jetzt nicht gerade die ganz grosse Kamera irgendwo reinschleppen. Dann ist die nämlich besser, weil die einiges stabiler ist und viel einfacher zu handhaben ist als die grosse Kamera, weil die hat nämlich auch kein externes Mikrofon, wie meine grosse Kamera, sondern es integriert und jetzt kann ich den Aufsatz noch draufschreiben, den ich ebenfalls in einem Paket drin hatte. Und dann, wenn ich das jetzt so aufmache, gibt das eine perfekte Kamera zum Filmen. Also jetzt muss ich das noch gerade drücken. So. Und jetzt sieht man da perfekte Kamera. Und wenn wir jetzt vloggen, packen wir es um und dann hat man die perfekte Vlogging Cam. Ja, und so ist es viel chilliger zum Vloggen, weil es halt einiges leichter ist, anstatt jetzt die grosse Kamera. Gerade wenn man so irgendwo hingeht, wo es jetzt ein bisschen mehr Leute hat, habe ich gedacht, kaufe ich mir doch die kleine. Und wieso habe ich mir Canon Mark I geholt? Es geht darum, weil ich denke, so, jetzt gerade die neueste Kamera brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich meine, ich habe meine Canon EOS 70D, wo man langt und so. Und die brauche ich eigentlich wirklich nur eben zum so vloggen, wenn wir irgendwo hingehen und ich nicht unbedingt die grosse Kamera mitnehmen. Und dass eigentlich mit der kannst du vloggen, gerade wenn du jetzt irgendwo reingehst, wo zum Beispiel an einen Autosalon oder irgendwo sonst hin, wo halt nicht die grosse Kamera umtragen willst, weil die wird mit der Zeit schwer.
Darum habe ich mir gedacht, hole ich mir so eine kleine, auch wenn es jetzt nicht die neueste Generation ist, sie ist extrem gut und vor allem halt stabil, also robust, wo halt ein bisschen einfacher zu handhaben ist jetzt als die grosse Kamera. Und ich habe die jetzt Occasion gekauft, weil eine neuwertige gibt es nicht mehr mit dem Mark I und der Preisunterschied ist halt doch klar sichtbar von 1500 Franken zu jetzt der ich gekauft habe. Und ja, ich hoffe, ich kann euch jetzt mal ein paar Aufnahmen von der zeigen. Das heisst jetzt, wir swappen jetzt mal zu dieser Kamera und ja, das heisst, ich sehe jetzt mich von der kleinen Kamera und ich würde sagen, jetzt gerade so, klar, es hat jetzt ein paar Streifen im Hintergrund, aber das ist jetzt nicht so schlimm und ich würde sagen, die Kamera ist zum einen viel leichter als die, also ich glaube, etwa ein Drittel so schwer wie die Grosskamera da, ne? Und vor allem, die Kamera ist so viel haltlicher und durch das, dass der Klappdisplay oben ist und nicht auf der Seite, ist das für mich irgendwie chilliger, weil ich kann einfach schnell kontrollieren, ja, ich bin im Bild, anstatt ich muss die ganze Zeit überall schauen, weil dann ist halt die Gefahr so, dass ich so rede und so schaue ich immerhin, wenn ich im Display schaue, immer noch bezüglich die Linse zum Teil. Und es ist einiges handlicher, weil man kann jetzt so rumlaufen und halt gut vloggen im Vergleich, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, wenn man so eine grosse Kamera in der Hand hat. Und das ist halt doch ein anderes Gerät als jetzt die kleine Kamera. Darum, ja, habe ich gedacht, kaufe ich mir doch die kleine Kamera, die doch einiges besser zum Handhaben ist. Und ich merke jetzt schon, ich schaue wieder viel zu viel in das Klappdisplay rein, wo ich eigentlich für die grosse Kamera nicht mache, weil ich das halt nicht kann. Und ja, die Verpackung seht jetzt auch nochmal hier. Ich hoffe, sie ist drauf. Ja, voll. Und die kommt jetzt nachher irgendwo entweder da an die Wand hin oder irgendwo da oben, weil das sind halt alle Kameras, die ich habe, die und die zwei Actioncams. Das heisst, die kommt wahrscheinlich dort oben hin. Und ja, ich würde sagen, wir switchen jetzt wieder auf die grosse Cam. So, das war es mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Verpackung kommt nachher noch an meine Wand dort an, wo alle Verpackungen hängen. Und ich hoffe, es war cool mit der Perspektive oben, dass ihr auch noch ein bisschen mehr gesehen habt. Wenn ja, dann zeigt es euch mit einem Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was ich nächstes Mal besser machen kann, weil ich würde mich natürlich auch verbessern. Und wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Und wichtig ist, dass ihr bei der Glocke auf alle klickt. Weil YouTube hat einen neuen Algorithmus, der jetzt euch in der Abo-Box selbst nur noch die YouTuber anzeigt und die Videos, die aktiv sind. Das heisst, ich, die jetzt nur noch ein Video in der Woche aufladen oder manchmal zwei, wird euch nicht mehr angezeigt wie andere, die täglich Videos aufladen. Darum, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, dann wieder die Glocke aktivieren. Und wenn ihr das nicht machen wollt, ist irgendwie auch klar, dass man nicht die ganze Zeit von belästigt werden will. Dann meine Videos kommen jeden Dienstag am 6 Uhr raus. Und wenn am Donnerstag am 6 Uhr, wenn noch ein zusätzliches Video kommt. Aber das wird meistens angekündigt auf meinem Insta, wo ihr jetzt hier unten nochmal verlinkt seht. Das heisst, vergessen wir nicht dort zu folgen und jetzt ist genug geplant worden. Ich würde sagen, das war es mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn ihr merkt, ist das Paket... Wenn ihr merkt, ist das... kann ich reden?